Teure Chevre, was hört sich? Ich hoffe, als ihr seid gesund und stark. Weißt ihr, als der Episode ist ein bisschen besonder? Ja, der Episode merkt ab der erste Jeuvel bei Proste Jiddisch, unser Jotag. Das heißt, mit ein Jahr zurück ist Arois der erste Episode. Ein kleinschig Episodel, was ich hab rekordiert auf mein Mobilke, mein Telefon. Ich hab demalt nicht getracht, wegen was wird vorkommen. Sei mir Meuchel, als ich wär ein bisschen nostalgisch und erzähl wegen dem Anheb von Proste Jiddisch. Ich hab schon lang lieb gehabt Podcasten. Hab ich geguckt auf die alle Ressourcen für andere Sprachen mit China. Tausende Podcasten für die, was lernen sich Englisch, Spanisch, Chinesisch. A viele kleinere Sprachen wie Isländisch haben ein paar Podcasten für Anhebers. Ich bin gewinn sicher, als ein Jiddisch-Podcast für Lerners wird sein nützlich. Aber ich hab gehabt Meure, etwas herauszugeben. Kann sein, als mein Jiddisch wird nicht sein genug gut und man wird mir aussiedeln. Aber einmal, wenn ich hab nicht gewollt tun meine Arbeit, hab ich geklärt. Nu, für was nicht? Ich glaube, es ist wichtig, als man nützt Jiddisch. Wie meine Jiddisch-Mentors haben gesagt, besser ein Jiddisch mit Fehlern, wie beklar nicht kein Jiddisch. Ich hab sich inspiriert von dem und euch von dem wunderlichen Jiddisch-Podcast Weiberteitsch. Mit Weiberteitsch hat Saskia Fox geschaffen etwas sehr speziell. Und ich hab gewollt, es soll sein etwas für Anhebers und mittendicke Lerners euchet. Und also ist Proste Jiddisch geboren mit einer kleinen Episode von 3 Minuten. Mit der Zeit hat der Podcast entwickelt. Ich weiß, als jetzt ist der Podcast nicht allemal so pushet. Es ist mir einmal schwer zu schaffen etwas interessant, was ist nicht zu kompliziert. Aber bitte, sagt mir, wenn ihr meint, als ein Episode ist im Ganzen zu schwer zu verstehen. Nu, jetzt, mit 40 Episoden schon heraus, bin ich ein bisschen stolz, mit was der Projekt ist geworden. Aber hab ich das nicht geschaffen, einer allein. Es kommt ein großen Dank alle, was haben geholfen. Zu die aller Gäste, was haben geschrieben und rekordiert prächtigerweise, was geben so viel zum Podcast. Ein herzlichen Dank. Zu Manin, was führt an mit die sozialen Medien, und zu Sue, was schafft unsere Videos. Ein großen Dank. Und was ist ein Podcast an Zuhörers? Zu alle, was haben sich zugehört, geschickt ein Kommentar oder rekommendiert den Podcast. Ein schönen Dank. Schkoyach. Und jetzt? Lass mir hören ein bisschen Jiddisch. Proste Jiddisch. Hat ihr einmal gehört die konstruierte Sprache, was heißt Esperanto? Weißt ihr, es ist so eine Bedingung zwischen Jiddisch und Esperanto? Ja, emes. Koidem kol, was ist eine konstruierte Sprache? Das ist nicht keine natürliche Sprache,
was entwickelt sich über hunderte Jahre? Nein, eine konstruierte Sprache kommt auf, wenn ein Mensch oder Menschen haben beschlossen, dass sie willen schaffen eine neue Sprache. Und sie trachten aus die Sprache. Esperanto ist die bekannteste konstruierte Sprache, aber es sind da eine Sache andere, zwischen sie Interlingua, Loglan und ja, Klingon. Der Gedanke mit Esperanto ist gewesen zu schaffen eine internationale Sprache. Der Chulem ist gewesen ein Chulem von Freundschaft und Scholem zwischen allen Völkern von der Welt. Und wer ist gewesen der Schöpfer? Avada a Jiddisch Rede, Leser Zamenhof. Zamenhof ist geboren geworden in Bialystok, Polen, in 1859 und hat später gewohnt in Warschau. Schon in Gymnasia hat Zamenhof angehoben zu arbeiten über ein Projekt von einer internationalen Sprache. Aber sein Vater hat gewollt, als soll nur trachten wegen seiner Studies und hat verbrennt alle seine Notizen. Mit ein paar Jahren später ist aber Zamenhof zurück zu seiner Arbeit und in 1887 hat publiziert eine Grammatik von seiner neuen Sprache. Das kleine Büchle ist gewesen untergeschrieben mit dem Pennamen Dr. Esperanto. Esperanto meint ein Mensch, was hofft. Bald haben die ersten Enthusiasten angehoben zu rufen die Sprache Esperanto. In die kommenden Jahren haben sämtliche Tausende Menschen verinteressiert in die Sprache und gebäuren eine ganze internationale Bewegung. Und was scheich Jiddisch? Jiddisch ist doch gewesen Zamenhofs Mamaloschen und man sagt, als es ist gewesen ein Modell für Esperanto. Jiddisch ist eine Sprache, was vermag etliche Komponenten, zum dem Germanischen, dem Slawischen und dem Loschen Koidisch dicken. Und in Esperanto kommen euch die Cheroshim von Wörtern von etlichen Sprachen, romantische Sprachen, aber auch germanische und slawische. Es kann sein, als Jiddisch ist auch gewesen ein Modell, weil Jiddisch ist eine Sprache, was man redet über der ganzen Welt, nicht nur in ein Land. Jiddisch ist auch eine internationale Sprache. Heint kann man sich lernen Esperanto durch Duolingo, aber es seien auch voran eine Sache Esperanto-Lernbücher für Jiddisch-Redes und ein Esperanto-Jiddisch-Wörterbuch. Wenn ihr könnt schon lernen Esperanto, könnt ihr lernen jiddische Literatur auf Esperanto. Weißt, als man hat übergesetzt Bücher von Sholem Aleichem, Peretz und euch Anskis der Dibuk auf Esperanto? Schon der Sof von dem Episode. Für was Esperanto? Ich hab Taka nicht gekannt kein Sach wegen Esperanto. Aber Menschen fragen mir einmal wegen der Sprache und es ist mir gewesen interessant, sich zu lernen noch ein bisschen. Ich hoffe, als ihr hat sich euch verinteressiert. Bis wir treffen sich wieder, seid mir alle gesund und stark.